Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic auf Pelzig. Und die Weihnachtstage sind jetzt auch vorbei. Ach ja, schade, Hast du mit Xardas gesprochen? Und ja, jetzt dürfen wir dem erstmal beibringen, was hier Sache ist. Mit so einem Pfeil, der hier noch rumschwebt, aber ich glaube, ich sollte mir reine Weihei schenken, ne? Die ganze Sache ist anders, als du denkst. Was heißt anders? Er muss einen Weg finden, wie wir den Erzhaufen sprengen können. Ja, schön, wenn Der man die Schuld auf Erzhaufen, andere abwälzen kann. Ist mittlerweile sehr groß. Suche Xardas, er muss uns helfen. Okay, er konnten anscheinend nicht Sache, was Sache ist. Gucken wir doch gerade mal. Das ist ja dann wohl abgeschlossen, ne? Oder ist es als gescheitert? Gerade mal gucken. Gescheitert? Ja, tatsächlich. Gescheiterte Mission. Okay. Ich habe beschlossen, Saturas nicht zu erzählen, dass laut Xardas all die Jahre des Erzanhäufens umsonst waren. Sobald ich einen anderen Weg gefunden habe, die magische Barriere zu zerstören, werde ich ihm die ganze Wahrheit erzählen. Bis dahin werde ich die Schande auf mich nehmen, eine Mission nicht erfüllt zu haben. Oh je, okay. Na dann. Nehmen wir es mal so A. Gut, ich muss jetzt aber zum alten Kastell wieder zurück. Das heißt, wir sollten uns ein bisschen sputen und ein bisschen flitzen. So, also rennen. Ja, immer dieselbe Leier. Aber hallo. Ja, und wie gesagt, wie ich schon einführend gesagt habe, schade, dass Weihnachten wieder vorbei ist. Ist zwar ein bisschen merkwürdig, dass jetzt schon zur Sache, da die Aufnahme hier am 22.02. stattfinden. 22.02. genau. Am 22.12. stattfinden. Aber trotzdem, ja, ich finde es immer wieder schade, weil ich persönlich liebe die Weihnachtstage. Das ist immer einfach was Schönes, einfach was Besonderes. Ich mag's total. Und jetzt stimmen wir uns ja wahrscheinlich alle wieder drauf ein, dass wir alle nur noch eine Woche haben, bis das Jahr wieder vorbei ist. Ich meine, Silvester und Weihnachten, das kommt ja auch immer so plötzlich. Ne? Man weiß ja nie Bescheid, wann das ist. Aber trotzdem, ich finde immer so in der letzten Woche, wenn Weihnachten vorbei ist, also man freut sich im Dezember immer unglaublich auf Weihnachten, zumindest ich. Ich sollte das vielleicht auch nicht verallgemeinern. Das ist genauso wie wenn jemand sagt, wir sind Papst oder so. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Wir sind Weltmeister. Nee, ich habe doch nicht mitgespielt. Das waren die Fußballer vom Team. Und ich bin auch nicht Papst, sondern das ist, das war in dem Fall der Ratzinger, der Papst geworden ist, nicht ich. Also wie gesagt, sowas kann ich überhaupt nicht ausstehen. Von daher sollte ich auch hier auf meine Wortwahl achten und sage, ich freue mich persönlich immer im Dezember auf Weihnachten. Wenn ich sehe, es ist der 1. Dezember, denke ich immer gleich, okay, nimm wie lang bis Weihnachten. Und nach Weihnachten kommt dann plötzlich dieser Buff. Nächste Woche ist Silvester. Was machst du denn eigentlich zu Silvester? Ich muss sagen, jetzt am 22.12. weiß ich auch noch nicht so ganz. 22. Ja genau, wir haben ja den 22. Es wäre zwar erst am 27. Heidewitzka, halt komme ich aber echt durcheinander. Es wird ja erst am 27.12. ausgestrahlt, die Episode. Aber jetzt am 22.12. weiß ich tatsächlich auch noch nicht, was ich an Silvester machen soll. Das ist dann immer so die Woche. Wenn Weihnachten vorbei ist, dann ergibt sich meistens immer irgendwas im Laufe der Woche, was man zu Silvester macht. Aber würde mich mal interessieren, wie feiert ihr so Silvester? Was macht ihr dann so? Habt ihr doch auch irgendwelche feste Sachen, die ihr macht? Zum Beispiel viele Leute essen ja dann Raclette oder so. Machen ja viele Leute an Silvester. Und ich muss sagen, im letzten Jahr, an der Stelle nochmal ganz, ganz großes, fettes Lob an Kai und an Coco, an deine Frau. Also das Raclette bei euch, das war ja absolut geil. So habe ich es bisher auch noch nie gegessen. Das war richtig genial. Jetzt habe ich mich hier wieder in irgendwelche Bäm verfangen. So, ja, wie gesagt, also du ganz, ganz großes, fettes Lob. Das war absolut geil, das Raclette, was ich bei euch da gegessen habe. Sowas könnte ich mir auch sehr gern, sehr viel öfter schmecken lassen. Jo. Du triffst immer schon das alte Kastell in der Ferne. Und du soll der verbannte Ork-Schamane, der nicht so gut auf seine eigene Artgenosse zu sprechen ist, zu finden sein. Bin ich immer gespannt, was das da für einer ist. Uhaha. Also ich weiß natürlich schon, was es für einer ist. Aber wenn ihr Gothic noch nicht so weit gespielt habt, dann wisst ihr natürlich noch nicht, was das für einer ist. Und ich kann mal sagen, der Knabe ist durchaus sehr angenehm. Zumindest im ersten Teil. Wir sehen ihn tatsächlich auch nochmal im... Wir sehen ihn tatsächlich auch nochmal im zweiten Teil. So viel kann ich versprechen.
Und so viel kann ich auch schon mal sagen. Also den kleinen Spoiler gebe ich euch zumindest. Der Ork-Schamane stirbt in dem Deal zumindest nicht bewusst und storytechnisch. Der ist auch für Gothic 2 noch eingeplant. Und ich hoffe, ich verspreche nicht allzu viel mit Gothic 2. Ich hoffe, dass es auch wie Gothic Ends hier zum Larve kommt. Also ich hoffe echt, dass ich das zum Larve kriege. Irgendjemand schmeißt mit Feuerbälle um sich. Das klingt wohl nicht so gut. Das sollte ich mal lieber speichern. So. Was geht ab? Huch! Das sind ein paar Orkis. Ork-Tempelkrieger. Ach Gott. 400 Erfahrungspunkte bringen die Knaber. Also die sind nicht gerade gammelig hier, die Jungs. Das sind ziemlich mächtige Orks. Und das ist der Schamane dazu. Urshak. Er spricht uns wohl nicht an. Krushbrokdar. Krushbrokdar. Das ist wohl die Waffe von den Tempelkrieger. Und das scheinen die stärkste Orks zu sein. Das ist das, was die Kämpfer haben, das Krushpach. Krush-Urok ist das, was die Ork-Krieger haben. Und Krushbrokdar ist Nummer 65. Ja, das ist durchaus die stärkste Ork-Waffe, die wir bisher so kennengelernt haben. Aber so ein 100er-Trank könnte man uns noch 2 Reifläze. Alter, was der für Geräusche macht. Voll die ekelhafte Stöhngeräusche. Was so anstrengend, Urschak. Dank Schulden, Fremder. Böse Orks töten wollen mich. Alte Brüder seien heute Feinde. Okay. Aber er kann immerhin die Spruch. Das finde ich auch sehr gut. So. Wer bist du? Name Urshak, sein Sohn von Geist. Menschen nennen Schamane. Sohn von Geist. Okay. Schön. Woher kannst du unsere Sprache? Urshak gewesen Sklave bei Menschen in Mine. Oh. Sein gelaufen weg, seien viele Winter her. Oh, okay. Dann war aber nicht eher der Sklave in der alte Mine der Maxehen. Also die 2 Orks, die werden wahrscheinlich tot gewesen sein. Die werden wahrscheinlich total verschüttet worden sein. Und da wird sich wahrscheinlich Acke Sau die Mühe gemacht haben, einen Orksklave noch zu befreien, damit die erste Mine abhauen kann. So. Du warst Sklave in der Mine? In welcher Mine? Mine gewesen mit Dorf in Kessel darüber. Ah, der war in der freien Mine sogar. Okay. Warum kämpfen deine Stammesbrüder gegen dich? Urshak, gefallen in Ungnade, haben beschmutzt Ehrfurcht vor Krushak. Glauben, Krushak sei ein böser Dämon. Krushak scheint wohl der zu sein, den wir als Schläfer kennen. Was heißt Krushak? Menschen sagen, schlafen. Du meinst Schläfer? Ja, Menschen sagen, Schläfer. Tja, dann kann uns jetzt was erzählen, was Xardas wollt. Was weißt du über den Schläfer? 5 Brüder seien gewesen, seien viele Winter vorher, waren Söhne von Geist, wie Urshak. 5 Schamanen also. Haben gerufen, Krushak, haben besiegen wollen, Clan von Feind. 5 Brüder von damals haben gebaut Tempel in Erde für Krushak. Ein unterirdischer Tempel zu Ehren des Schläfers. Das muss Xardas gemeint haben mit unter der Orkstadt. So, dann erzähl doch mal ein bisschen was. Was passierte dann im Tempel unter der Erde? Brüder von damals haben gegeben Herz für Krushak. Aber Krushak gewesen böse. Krushak verfluchen alle, die bauen Tempel. Brüder ohne Herz nun sein tot und lebendig. Sein beides. Krushak haben Herz von Brüder. Herz sein Kraft für Krushak. Was passierte mit den Arbeitern, die den Tempel erbauten? Krushak verfluchen alle. Auch die gewesen Arbeiter seien allen tot und lebendig. Okay, das heißt, wir haben mit untote Ork-Arbeitern und untote Ork-Schamane im Tempel zu rechnen. Haben die Orks an der Oberfläche nichts unternommen? Haben verschlossen Tempel. Brüder von heute anbeten Krushak. Krushak bekommen Opfer, damit nicht werden böse. Urshak-Opfer finden falsch. Haben gesagt Krushak böse. Brüder wollen nicht hören. Brüder sagen Urshak gehen. Brüder schlagen Urshak. Naja, klingt jetzt so gut, aber ich muss doch rein. Ich muss in den unterirdischen Tempel. Kannst du mich dorthin bringen? Urshak sagen Dank zu Fremder. Fremder retten Urshak.
Aber Eingang von Tempel in Heimat. Urschak nicht können gehen Heimat. Verstehe. Sie lassen dich nicht mehr in die Orkstadt zurück. Dann zeigt mal erstmal die Orkstadt, obwohl ich euch schon gezeigt habe, wo die ist. Kannst du mir sagen, wo auf meiner Karte hier die Orkstadt ist? Heimat von Urschak sein, wo Karte nicht bemalt. Fremder geben Karte, dann Urschak machen Karte fertig. Erstaunlich. Du bist ein guter Kartenzeichner. Danke. So, hier noch. Nun, dann muss ich mir den Weg wohl freikämpfen. Brüder in Heimat seien sehr stark. Brüder seien sehr viele. Fremder nicht gehen. Viele Krieger. Fremder sterben. Andere Söhne von Geist in Heimat machen fremde Feuer. Dann Fremder sterben. Tja, dann muss ich aber trotzdem irgendwie Reihe. Okay, aber ich muss einen Weg in den Tempel finden. Urschak kennen Weg. Fremde tragen Ulumulu. Ulumulu? Was ist ein Ulumulu? Seien Standarte der Freundschaft. Brüder respektieren Ulumulu. Fremde tragen Ulumulu. Dann Fremde nicht sterben. Okay, dann gucken wir mal, wo ich Ulumulu herkriege. Wo bekomme ich ein solches Ulumulu her? Fremde gehen zu Freund von Urschak. Freund von Urschak geben Ulumulu. Fremde tragen Ulumulu, dann Fremde nicht sterben. Ja, das mit dem Nichtsterben habe ich verstanden, aber wo finde ich deinen Freund? Freund von Urschak seien in Mine von Menschen. Freund damals nicht laufen weg mit Urschak. Freund damals gewesen krank. Okay, er hat ja gesagt hier, ne? Mit Kessel. Warst du in der freien Mine gefangen? Urschak gefangen in Mine und der Dorf in Kessel. Urschak glauben, Menschen nennen so. Ja, klingt doch gut. Dann merci, ne? Danke für deine Hilfe. Urschak danken Fremde. Fremde retten Urschak. Fremde nun Freund von Urschak. Freund nehmen Geschenk. Nehmen Talisman von Urschak. Talisman schützen vor Atem von Feuerwaran. Urschak nicht können gehen Heimat. Urschak nun hier wohnen. Freund kommen, wir brauchen Hilfe. Vielleicht werde ich auf dein Angebot zurückkommen. Okay. Sehr schön. Jetzt haben wir auch einen Ork-Freund. Das kann definitiv auch nicht schade, wie ich finde. Schauen wir da mal. Jetzt haben wir hier auch orkischer Talisman gekriegt. Schutz vor Feuer 20. Kann nicht schade. Aber was natürlich für ein unglaublicher und absoluter Zufall, dass Urschak hier in der... Ah, die scheinen wohl auch hier... die scheinen wohl auch hier oben sich zu versammeln, wie die Feuermagier. Ja, was ein absoluter Zufall, dass der hier in der freien Mine war. Gewartet. Ist ja natürlich der absolute Zufall und dass wir da in die freie Mine gerade müssen, weil du Gommes Leute sind, ne? Also... Du hast auf mich gewartet. Warum? Gorn bat mich, dich bei deinem Auftauchen hier sofort zu ihm zu schicken. Was ist los? Er hat einen Plan zur Befreiung der besetzten Mine. Bewacht er noch den Zugang zur Mine? Ja. Bitte suche ihn so schnell wie möglich auf. Ja, da führt mich mein Weg sowieso hier, aber erst einmal... Zeig mir deine Ware. Erst einmal wage ich mit dir sprechen, mein lieber Herr Alchemist, weil ich kann ein paar Sachen von dir gebrauchen. Die Mana-Tränke sehen soweit ganz ordentlich aus, aber von denen könnte ich durchaus noch so 28 Stück vertragen. Das klingt mal nicht schlecht. Und von denen könnte ich auf jeden Fall 26 Stück noch vertragen. Das klingt soweit ganz gut. So, von denen Flitzetränke brauche ich keiner. Kugelblitz ist sowieso nur Müll. Und dann können wir ihm noch so ein bisschen Orkhundfell gäbe dort auf jeden Fall etwas, um sein Bett mit auszukleiden. Das ist dann nicht verkehrt. Wolfsfell ebenfalls. Truheschlüssel, ja, so ein Schampel brauche ich jetzt nicht. Blutfliegestachel kann ein Alchemist doch bestimmt gut gebrauchen. Genauso wie Lurkerklaue und Lurkerhaut. Ist doch bestimmt auch nicht verkehrt für dich. Schattenläuferfell behalte ich immer in Silber. Ich mag nämlich Schattenläufer. So, Schwefel, kannst du auch was haben. Quecksilber, das ist doch wie für dich gemacht als Alchemist. Salz behalte ich mal. Dann kann ich nämlich immer was Gutes Gesalzenes essen. Ich weiß, das bringt mir im Spiel keinen Nutzwert. Aber trotzdem, ich glaube, ich würde persönlich einfach ein bisschen Salz behalte, wenn ich da wäre. Dann darfst du auch noch die Ork-Waffe haben, wenn du stark genug dafür bist. Oh, hoppla. Das war mein Todbringer. Den gebe ich nicht her.
Ja, Krusch Barock, darfst aber Furchtbringer lieber nicht. Verwitterte Axt, rostiges Schwert, bitteschön. Knochenbogen, ja, das ist Schampel eigentlich. Okay, was haben wir dann da noch? Möglicherweise hier Lebensenergiebonus kann fort. Lebensenergiebonus noch einmal. Schutz vor Feuer und Magie, das behalten wir. Der Unbesiegbarkeitsring 8, denn Schutz und Amulett der Magie, das behalten wir einfach mal alles hier. Und ansonsten, sieht bloß aus, als müsste ich mittlerweile wieder mit Erz bezahlen. Das gefällt mir gar nicht so gut. Eventuell kann ich dich noch mit magischer Schriftrolle bezahlen oder so. Eispfeil habe ich zweimal sogar. Okay, dann füllen wir den Rest mit anderem Kruscht. Gucken wir dann mal, ob man da nicht noch eventuell ein paar von den... Ne, Quatsch. Mist, das sind eh nur die da gewesen. Na, egal. Von denen können wir noch ein paar reinzwicken, oder? So, da kann ich da den Rest nämlich mit Pfeile auffüllen. Ja, scheiße, dann waren das die 50er Tränke. Egal. Egal. So, bitteschön. Und Dankeschön. Gut, dass du uns beigetreten bist. Okay, gut, das war alles. Wenn du verletzt Na? bist, werde ich dich heilen. Ja, Shay, noch was? Oder kann ich mich jetzt endlich umdrehen? Okay, Saturas, den darf ich nach wie vor nicht sprechen. Die Sache. Magie zu Ehren. Der sagt auch nichts vom Wege, gut, dass ich dabei bin. Okay. Wie sieht's denn mit der anderen Magier aus? Nicht, dass mich die alle noch so nacheinander babbeln. Myxia? Du noch? Magie zu Ehren. Ja, genau. Lass mich mal. Ach Gott, wie grob. Lass mich mal durch. Was ein Kotzbrocker. Gut. Dann geht's jetzt Abmarsch weiter Richtung Gorn. Und dann kümmern wir uns darum, dass die freie Mine wieder befreit wird. Während die anderen Söldner hier nur die ganze Zeit sitzen und saufen. Also das finde ich jetzt auch nicht so richtig. Vor allem, wie stellt sich Gomez das vor? Man überfällt die freie Mine und die sitzen die ganze Zeit im neuen Lager und machen gar nichts. Ich meine, hallo? Es ist doch klar, dass die wieder zurückkommen, dass man sich durch das Gebiet freikämpfen muss, dass man das neue Lager platt machen muss. Also irgendwie war diese Taktik nicht so wirklich durchdacht, finde ich. Eher so ein Verzweiflungsschlag. Aber da ist Gorn. Hallo Gorn. Du kommst gerade richtig. Jo, Wir immer. bereiten uns auf den Gegenschlag vor. Die Rückeroberung der freien Mine ist der erste Schritt. Ja, ne? Eine Rückeroberung mit 4 Mann? Wo sind all die anderen Söldner? Ein frontaler Angriff bringt nichts. Dafür sind Gomez Leute zu gut verschanzt. Aber eine verdeckte Operation, bei der wir Mann für Mann ausschalten, könnte gelingen. Lee bat mich, dir etwas auszurichten. Als Wassermagier mit sehr viel Kampferfahrung wurdest du bestimmt, die Operation durchzuführen. Ich werde mit dir gehen. Gemeinsam können wir es schaffen. Ja, das passt ja auch in die ganze Lagerordnung rein, weil ich als Wassermagier sowieso hier an der Spitze vom Lager stehe. Und weil Gorn mir als Söldner eigentlich auch dienen muss. So, bitteschön. Der erste Schritt? Was wird denn der zweite sein? Sobald die Mine wieder in unserem Besitz ist, werden wir den Pass über die Berge suchen, den Gomez Leute für den Überfall benutzt haben. Wenn der Pass dicht gemacht wurde, haben wir die Situation wieder im Griff. Verstehe. Okay, und ja, warum ich... Warum mal gerade wieder- ich? Du hast schon mehrmals bewiesen, dass du Mut hast und gleichzeitig denken kannst. Außerdem kennst du das alte Lager und die Gardisten besser als die meisten von uns. Du bist der beste Mann für diesen schwierigen Job. Hopp. Naja, ich bin ja eigentlich vom alten Lager ursprünglich von daher, ne? Warum nicht? Ich muss ohnehin in die Mine. Was immer auch deine Gründe sein mögen. Ich bin froh, dass wir diese Sache gemeinsam erledigen. Hier, nimm diesen Schlüssel. Er öffnet das Torhaus vor dem Eingang der Mine. Perfekt. Gut. Auf in den Kampf! Jawohl. Komm mal mit, Gorn. So, mit euch, Buwe, kann ich da retten, oder? Sei gegrüßt. Servus. Ja, mit dir kann ich jetzt auch nicht retten. Der hält hier die Stellung anscheinend, Cord. Gorn hat da was zu Fast hätte ich sagen. es vergessen. Der Bandit Wolf will dich unbedingt sprechen, bevor wir zur Mine aufbrechen. Okay. Das mache ich noch. Dann werde ich ihn besser noch vorher aufsuchen. Tu das. Ich warte hier am Wachposten auf dich. Alle hopp. Gut. Dann müssen wir das auf jeden Fall noch machen. Aber ich würde sagen, das mache ich in der Episode noch. Da nehme ich noch schnell so einen 1-Minuten-Trank, Flitzer. Und dann machen wir das auf jeden Fall noch hier.
Und der eigentliche Angriff auf die freie Mine, das machen wir dann morgen. Aber die Vorbereitungen können wir auf jeden Fall noch treffen. Dann haben wir morgen dann nämlich das Rumgezappel und Rumgewarte. So, also wenn, dann soll das morgen direkt eine saubere Operation sein. Okay, Wolf, wo bist du? Da bist du. So. Na, wie sieht's aus? Gorn sagt, du wolltest dringend mit mir sprechen. Gut, dass du vorher noch vorbeikommst. Vor was? Vor eurem Besuch in der nicht mehr ganz so freien Mine. Ja, dann erzähl mal. Worum geht es? Ich hatte neulich eine Idee, wie wir völlig neue Rüstungen herstellen können. Aha, und wie? Das härteste Material, das ich kenne, sind die Panzerplatten der Minecrawler. Nicht etwa die der kleinen, harmlosen Exemplare aus der jetzt verschütteten Mine von Gomez. Nein, die nicht. In unserer Mine lebt eine wesentlich gefährlichere Unterart. Der Panzer dieser Biester ist fast nicht zu durchdringen. Wenn du mir einige dieser Panzerplatten bringen könntest, würde ich versuchen, daraus eine Rüstung herzustellen. Jo, Allah, machen wir doch. Wie bekomme ich diese Platten von den Biestern ab? Das ist relativ einfach. Die Rückenplatten sind nur an deren Rändern mit dem Körper verwachsen. Nimm einfach ein Rasiermesser und schneide halb schräg an den Rändern entlang. Okay, kapiert. Mal sehen, ob ich solche Panzerplatten finden kann. Gut, dann wissen wir da jetzt auch Bescheid. Hast du sonst schon irgendwas zu erzählen? Ja, das war nämlich jetzt auch mal kostenlos was gelernt. Das ist ja normalerweise nicht so in der Kolonie. Und diese Information gibst du mir völlig uneigennützig. Nicht ganz. Wenn es mir gelingt, aus solchen Platten eine gute Rüstung zu zimmern, werde ich sehr schnell sehr viel... ach, lassen wir das. Okay. Das war's dann. Das war jetzt vor oben noch was gelernt. Das fand ich eigentlich ziemlich gut. Und es kommt uns ja eigentlich auch zu Pass. Weil wir haben jetzt erfahren, dass es hier große, fette, brutale Minecrawler-Viecher gibt, die ein bisschen stärker sind als die in der alten Mine. Und da habe ich so damals schon beim Nest der Minecrawler erwähnt, dass es noch Minecrawler-Krieger geben wird. Und das sind die Biester, mit denen wir uns hier rumschlagen müssen. Also man merkt schon, die freie Mine ist doch ein bisschen anders und das sind doch schon etwas härtere Bedingungen. Aber dafür auch besser organisiert mit so einem ganzen Minendorf, was ich eigentlich auch bei der alten Mine gemacht hätte. Jetzt mal ganz im Ernst, wer macht dann kein Minendorf vorne dran? Egal, ich würde sagen, ich mache jetzt hier auch meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Gothic auf Pelzig, wo ich dann mit dem Gorn in den Kampf ziehe werde, um die freie Mine zu befreien. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ayan Yankee.